Hey hoi, da Dream und wie immer begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Commentary hier auf dem Kanal von Hypernet. Im Hintergrund sehen ihr das 30:4 FFA. Ich spiele hier mit meiner Laser MS MC. Als Secondary spiele ich die goldige 3-Schuss-Pistol. Als Streak spiele ich das UAV, die Blitzschlag und den Orbitalsatellit. Als Perks spiele ich Hardliner, Flak Jacket und Taktikmaske. Bei dem Gameplay habe ich nämlich gefailt. Ich habe da vergessen, den Schalldämpfer drauf zu tun. Was eigentlich relativ scheiße ist in FFA. Ich meine, da sehe ich einfach jeden Gegner auf dem Radar. Und ja, habe ich halt ein bisschen gefailt. Aber wie auch immer. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es heute ums Revolution Map Pack. Also es ist ja nicht nur ein Map Pack, es gibt auch eine neue Waffe, aber zu dem kommen wir später. Und ja, ich finde es eigentlich relativ geil, dass jetzt schon so früh ein neues Map Pack rauskommt. Weil aus meiner Sicht, also ich finde auch der meiste Teil von den Maps scheiße in Black Ops 2. Aber bevor ich zu den Scheiss-Maps komme, sage ich einfach zuerst mal die geilen Maps. Das wäre sicher Raid, Hijacked und Nuketown. Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass ich Nuketown gar nicht habe in Black Ops 2, weil ich habe halt die englische Version gekauft und ich habe da bei WoG irgendwie nicht so schlau durchgelesen und dann habe ich halt nicht gesehen, dass da gar kein Nuketown dabei ist, aber ist eigentlich egal. In dem Gameplay ist es zwar auf Deutsch, wie ihr sehen könnt. Das liegt daran, dass ich es halt nicht abgefilmt habe, sondern der Edge und das Game halt auf Deutsch. Ja, dann kommen wir eher so zu den durchschnittlichen Maps. Das fände ich Slums, Express, Plaza und Cargo. Also Express und Plaza ist eigentlich einfach der Scheiß, weil ich spiele immer mit dem Lodestar und im Lodestar sehe ich einfach keinen Gegner bei diesen zwei Maps. Da würde ich halt lieber die Hunde oder den Swarm empfehlen. Und Slums und Cargo finde ich eigentlich noch easy, also ich finde sie nicht scheiße, aber auch nicht wirklich gut. Den Carrier, Aftermath, Drone und Overflow finde ich die schlechten Maps. Das liegt ganz einfach daran, dass bei Carrier ist es einfach nur eine grosse Straße und es ist voll verbaut und überall jetzt Headglitcher und Camper. Aftermath genauso, ist auch voll verbaut. Drone kennt ihr sicher. Hat halt mega viele Sniper in diesen Gebüschli, die immer im Hardscope sind und ja. Overflow weiss ich nicht, die Map gefällt mir einfach nicht. Ich weiss nicht, ob ich da der Einzige bin, wo die Map scheiße findet, aber ja. Und jetzt vergleicht doch mal die Maps von Black Ops 2 mit den Maps von Black Ops 1. Also die geilen Maps in Black Ops 2 sind Jungle, Nuketown, Firing Range und Summit. Und ja, ich finde, die geilen Maps kannst du einfach nicht mit den geilen Maps von Black Ops 2 vergleichen. Weil, ich weiss nicht, in Black Ops 2 hat es einfach viel zu wenig gute Maps und die guten Maps sind auch nicht wirklich so gut wie Black Ops 1. Aber eben, ich hätte da einfach aus meiner Sicht, ich möchte mir da nicht irgendwie recht geben oder so. Vielleicht habe ich auch eine gute Map in Black Ops 2 vergessen oder auch, ich weiß auch nicht. Ja, dann gibt es auch noch eine neue Waffe in Black Ops 2, wie schon angedeutet. Habt ihr sicher auch schon gehört, die neue Waffe heisst Peacekeeper, die kommt auch mit dem DLC. Ihr seid sicher schon voll begeistert und kauft euch sicher das DLC wegen dieser Waffe. Und ich muss da ehrlich sagen, dass ich da nicht so beeindruckt bin, weil stellt euch mal vor, es kaufen sich all das DLC. Sie sehen alle, aha, es gibt eine neue Waffe. Schon klar, die probiert natürlich jeder aus. Und die Waffe ist natürlich sicher hure overpowered, weil sonst würde sie ja keine Sau spielen und will auch niemand das DLC kaufen, oder? Und ich finde es eigentlich relativ unfair für die Leute, die das DLC nicht kaufen, weil die haben einfach übelsten Nachteil und die schießen einfach immer an, wenn sie die Waffe sehen müssen. Und eben, wie schon gesagt, die Waffe ist dort sicher hure overpowered. Ich meine, Treyarch will sicher keine neue Waffe ins Spiel bauen, die schlecht ist, oder? Und ich weiss nicht, wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Dass, wenn jetzt ihr das DLC habt, also nein, ihr habt das DLC nicht und der Gegner hat das DLC und ihr killt den und dann nehmt ihr seine Waffe auf und kann ich ihr dann aus dem Spiel, oder wie stellt ihr euch das vor? Oder kommt ihr einfach nur in die Lobby mit Leuten, die auch das DLC haben? Also ich finde es eigentlich relativ komisch. Aber naja, eben, ich finde es eigentlich, zuerst habe ich es geil gefunden, dass da neue Waffen gibt im Spiel. Aber im Nachhinein, wenn ich mir da so Gedanken mache, dass die Waffe sicher overpowered sein wird, dann, naja, ich finde es eigentlich doch relativ scheiße.
Aber ich werde mir das DLC gleich kaufen, natürlich sicher wegen der Maps, wie schon gesagt, weil einfach der grösste Teil von der Maps crap ist in Black Ops 2 aus meiner Sicht. Und ja, eben, das Commentary, das ist jetzt halt alles aus meiner Sicht gewesen, mit mir da eben auch nicht recht geben und so. Ihr könnt auch eure eigene Meinung in die Kommentare schreiben, vielleicht findet ihr ja gewisse Maps auch voll geil in Black Ops 2. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich halt wirklich den meisten Teil von den Maps scheiße finde. Und wir als Clan, wenn wir zusammen zocken und wir sehen, dass eine scheiß Map kommt, dann dann sicher mindestens immer 3 sagen, hey, geh raus, neue Lobby, und das schießt einfach hure an, oder? Und ja, das wär's schon gewesen vom Commentary, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Dream, ciao zusammen.